Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama. Moderiert aus Bern. Wir haben heute folgende Themen für euch. Der Schwinger Gerber Christian mit dem vielleicht speziellsten Geschichtseintrag. Eine Umfrage zu Bern zu den jüngsten Bauernprotesten. Und das Problem mit den neuen Trams. 64 Mal hat sich der Gerber Christian den Kranz aufsetzen. Was noch fehlt in seiner Karriere, ist der erste Kranzfestsieg. Wie es formtechnisch bei ihm aussieht und mehr über das Thema berichtet mein Kollege Manuel Moser. Wieso gehört der Gerber Christian auf den Schwingplatz? Ja, weil ich nicht ein grundschlechter Schwinger bin. Was darf bei einer Grillade fleischmäßig nicht fehlen bei dir? Bei mir darf eine gute Schweinsbratwurst nicht fehlen. Wie macht man die perfekte Schweinsbratwurst? Wie lange auf dem Grill oder so? Ja, es muss sicher gut brätelt sein und auch die richtigen Gewürze drin. Ja. Wenn du jetzt selber einen Spitznamen geben müsstest, was wäre das für einen? Ja, es passt eigentlich beide zusammen, die ich habe. Also, einerseits habe ich Kubikregel, weil ich ein bisschen unförmig bin. Und mit den Luzerner Schwinger habe ich einen Prachtslachs, haben wir gerne gesehen. Auf Schlussgang.ch steht bei deinem Lieblingslied «Bella Vita» vom DJ Antoine. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Kannst du mir erklären, wie es dort dazu gekommen ist und vielleicht, was dein neues Lieblingslied ist? Ja, das ist natürlich uralt. Das ist, wo das ganze Zeug so ein bisschen aufgekommen ist, als ich 18 war, hier und da ein bisschen ausgegangen. Ja, aber ein neues Lied habe ich nicht ein spezielles Lieblingslied. Ich habe eigentlich alles zusammen querbeet, habe hier und da etwas gerne. 2019 in dem Fall kann man sagen, ein Jahr voller Emotionen, auch mit dem eidgenössischen Kranzgewinn und Töchterli. Wenn du zurückschaust, wie emotional war es wirklich für dich? Ja, sehr emotional, also beides zusammen. Ich habe, als das Töchterli auf die Welt kam, natürlich Tränen in den Augen gehabt und die ganze Saison war die Freundin dann mit der Kleinen noch an der Schwingfest gewesen, wie auch am Eidgenössischen, und als ich dann gewusst habe, dass ich diesen Kranz habe und dann die Familie in den Arm nehmen konnte, ist schon etwas vom Schönsten gewesen, ja. Die jüngsten Bauernproteste werden als typisch schweizerisch angesehen. Das zeigt eine Umfrage unter Bernerinnen und Berner. Während im Ausland die Lage manchmal eskaliert, bleibt es in der Schweiz eher ruhig. Ein Bericht von Max Saladin und Ben Abekle. Jawohl, ich habe es gehört und habe ich auch live gesehen, dass sie protestieren. Und ich finde, das ist zu Recht, dass sie protestieren, weil für uns ist es sehr wichtig, dass wir diese Personen unterstützen, weil wir sind sehr abhängig. Es geht um Lebensmittel und. Habe ich mitbekommen, dass sie demonstrieren, und ich verstehe es eigentlich auch, weil ich habe auch Bekannte und Verwandte, die am Bauern sind, und sie haben es mega hart. Und also mit diesen Zahlungen und so ist es wirklich schwierig für die Bauern, für Kleinbauern durchzukommen. Irgendwie. Also ich finde es gut, wenn sie protestieren, und ich finde es auch gut, wenn sie ein bisschen friedlich tun und nicht so, eben wie jetzt von gestern hat man gehört, wie sie da mit Güllen auf die Polizei haben geschossen und so. So wie sie es machen, finde ich sehr gut. Ja, man sieht, dass die Milch teurer wird, aber der Bauer sieht von dem nichts. Ja, da hat man das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Und das verstehe ich, dass man das sieht, das ist nicht cool. Ja. Wenn nachher andere Leute darunter leiden, die für das eigentlich nichts können, das ist schwierig. Das tut die Zusammenarbeit auch für die Zukunft nicht fördern. Also so gesehen, ja, so diesen Weg finde ich sehr gut. Ja. Das ist ein essentieller Teil der Gesellschaft, die Nahrungsmittelsicherheit, dass es dort irgendeine Wertschätzung angemessen ist. Ja, oder auch, dass die Möglichkeit besteht, dass man von dem leben kann, einigermaßen gut leben kann, oder auch sicher nicht irgendwie um die Existenz muss bangen, finde ich wichtig.
Und ja, von dem her auch gerechtfertigt, dass man für das einsteht. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr schweizerisch, dass man ja, Rücksicht nimmt. Genau, ich mache so eine Weiterbildung, wo viele Deutsche sind. Und das ist oft so ein Witz, der gemacht wird. Die Schweizer, die das wieder sehr anständig sind und so. Ja, das ist jetzt die Frage in einem Protest, ja, ob es da nicht so ein Widerstand muss sein, dass es so ein bisschen an die Substanz geht oder auch ein bisschen wehtut. Ich weiss es nicht. Es ist meistens die Not, die vielleicht, wie soll ich sagen, die Not, die vielleicht das Level, das Eskalationslevel vielleicht so ein bisschen beeinflusst. Ich weiss nicht. Also was nicht so heissen, dass die Not noch nicht genug gross ist. Es sind sicher viele Faktoren, die mitspielen und ja, so kulturelle Tradition hat sicher viel damit zu tun. Ja. Und ich glaube, kulturell sind wir sehr rücksichtsvoll und wollen nicht zu fest stören. So, ja, genau. Die neuen Trams fahren erst seit ein paar Monaten durch die Berner Strassen. Doch schon jetzt ist klar, dass Tramlink-Fahrzeuge auf grosse Probleme stoßen. Ein Interview mit dem Bernmobil-Sprecher Didier Buchmann. Die Inbetriebnahme von der Tramlink auf dem Netz von Bernmobil war doch herausfordernder als wir angenommen haben, als wir erhofft haben. Sprich, es ist zu Problemen gekommen bei den Fahrzeugen, wenn sie unterwegs waren. Das heisst, auf einmal ist ein Tram oder sind mehrere Tram in verschiedenen Abständen stehen geblieben. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, dass wir einen Lieferstopp verfügen. Es ist so, dass der Lieferstopp eigentlich nachher die Möglichkeit gibt, dass wir zusammen mit Stadler in Valencia schauen können, wie gehen wir die Probleme an, wie wir priorisieren und schlussendlich nachher auch lösen. Bernmobil ist aber zuversichtlich, dass wir bis Ende dieses Jahres 20 Fahrzeuge in Bern haben, bei Bernmobil haben und die Nade in Verkehr setzen, in Betrieb setzen. Und es ist auch noch angedacht, dass nachher 11 alte WW-Tram in die Ukraine gehen. Da ist es so, dass wir dann gleich so quasi ab Anfang Juni Kolleginnen und Kollegen von der Ukraine nach Bern kommen, dass wir die auf dem Altofahrzeug, für uns Altofahrzeug, schulen können. Und auch da ist vorgesehen, geht alles nach Plan, dass wir das so ab Spätsommer die erste WW-Tram in die Ukraine schicken in Zusammenarbeit mit dem SECO, mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft. Sollte das wieder erwarten nicht gelingen, der Plan, dann ist natürlich vorbehalten, dass wir die WW-Tram noch ein Moment länger im Verkehr lassen können. Nein, es ist nicht so, dass so, wie ihr gesagt habt, dass die Beschaffung von dem Tramlink in die Hose gegangen ist. Es ist so, dass die Beschaffung von neuen Fahrzeugen, egal ob Tram oder Bus, eigentlich immer eine Herausforderung darstellt. In dem Fall ist es natürlich schon so, dass wir ein paar Probleme zu viel hatten und darum haben wir eigentlich den Lieferstopp erwogen, in Zusammenarbeit mit Stadler Valencia, dass wir zusammen priorisieren und die Probleme schlussendlich lösen können. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir bis Ende dieses Jahres gemäss Plan 20 Fahrzeuge, sprich 20 neue Tramlink in Bern werden haben. Das war es mit dem heutigen Panorama. Mehr Infos findet ihr wie immer unter plattformj.ch. Jetzt geht es noch weiter mit dem Wetter mit den Kollegen von Meteo News. Merci fürs Zuschauen und einen schönen Abend miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform J am Donnerstagabend, am letzten Tag des Februar. Meine Damen und Herren, der Februar war ein sehr außergewöhnlicher Monat. Wir haben den wärmsten Februar erlebt seit Messbeginn. Alle Informationen gibt es im aktuellen Meteoblog unter www.metenews.ch. Schauen wir, wie sich das Wetter hier bei uns präsentiert. Im Kanton Bern. Heute haben wir von den Bergen die Sonne geniessen. Morgen schon wieder mehr Feuchtigkeit, die uns erreicht. Wir liegen im Einflussbereich von einer Tiefdruckzone, die sich von den britischen Inseln bis runter nach Italien erstreckt. Und da erreicht es eben wieder feuchte Luft. Und darum werden wir morgen am Freitag trüb und nass in den neuen Tag starten. Die Temperaturen liegen am Morgen bei rund 5 Grad. Am Nachmittag gibt es eine leichte Wetterbesserung hier von Westen her. Es trocknet zunehmend ab und es gibt auch noch ein paar Auflockerungen Richtung Oberland, aber auch noch ein bisschen Niederschlag. Die Schneefallgrenze übrigens morgen so um die 1000–1500 Meter. Die Temperaturen erreichen mit einem schwachen Südwestwind knapp bei 10 Grad.
Der Samstag dürfte dann ein freundlicher Tag werden, zum Teil sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen so um die 10 Grad. Weiterhin am Sonntag dann im Laufe des Tages wieder dichtere Wolken, später ein bisschen Regen möglich. Am Montag wieder meistens trocken, zum Teil sonnig. Und am Dienstag geht es dann auch wieder wechselhaft weiter. Also wirklich stabiles Hoch ist keins in Sicht. Wir sehen es aber auch anhand der Temperaturen. Auch einen richtigen Wintereinbruch gibt es vorläufig keinen mehr. Das war vom Wetter hier auf der Plattform Jutta am Donnerstagabend. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend.